Von Jahr zu Jahr sind sie gewachsen und ich glaube, das tut Jenfeld gut. Es hat sich gewaltig entwickelt. Vor allen Dingen ist es so, am Anfang hatte ich den Eindruck, dass vor allen Dingen Kinder angesprochen sind. Es sind nicht nur Kinder, sondern auch wirklich alle Menschen aus dem Stadtteil, mit ihnen die Kinder und die Eltern. Und das war sehr schön. Es ist eine bunte Mischung. Jenfeld positioniert sich als multikultureller Stadtteil, wie es wirklich ist, im besten Sinne des Wortes. Es befruchtet sich und es ist so, jeder lernt von dem anderen in einer sehr angenehmen Atmosphäre und es ist natürlich auch professioneller. Ich habe die Patenschaft übernommen, weil ich mich für Jenfeld einsetze, weil das Image von Jenfeld besser werden soll und weil ich auch denke, dass man nach außen zeigen sollte, was für wertvolle Menschen hier im Stadtteil leben, dass es sich hier gut leben lässt, dass wir dabei sind, es weiterhin zu verbessern, aber vor allen Dingen, dass die Menschen sich mit dem Stadtteil identifizieren und gerne hier leben. Also wir leben in einer schnellen Zeit und da müssten unser Gedankengut der Senioren, die jetzt also in den 30er Jahren geboren sind und noch viel wissen, dieses Wissen auch an der heutigen Generation weitergeben. Wir arbeiten mit Menschen mit Behinderung und Nichtbehinderung. Die wollen im Stadtteil ein Angebot für alle machen und da passte das einfach sehr gut, weil die Jenfelder Geschichten sind auch was, wo sich verschiedene Gruppen aus dem Stadtteil zeigen, von klein bis alt, von ganz verschiedenen Menschen. Also so ein Auftritt ist auch was Besonderes, aber gut. Und sie sind Teil dieses Stadtteils, also sie werden es dadurch einfach, dass sie da auftreten. Und das spüren die und das spüren die anderen Leute und das ist für mich auch eine große Befriedigung, weil das ist das, was ich gerne möchte von meiner Arbeit. So. Was ich also dann wirklich über diesen langen Zeitraum gesehen habe, die Entwicklung, die dann hier wirklich so ganz massiv sich bemerkbar gemacht hat. Am Anfang die Zurückhaltung der Menschen, die dann hier zu uns gekommen sind. Das eine, das auf der anderen Seite das Wachsen bei euch, dass man unterschiedliche, immer intensivere Projekte dann entwickelt hat mit den Kitas und mit allen anderen zusammen. Das fand ich sehr, sehr erstaunlich. Das hat sich dann wiederum niedergeschlagen in der Besucherzahl. Was für mich eben auch sehr erstaunlich war, dass diese Mischung der Besucher sich auch dann nachher total verändert hatte. Das war so eine positive Resonanz. Gerade natürlich jetzt die letzte Veranstaltung. Von A bis Z alles, türkische Tänze, ein bisschen afrikanisches, ein bisschen deutsches, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall recht durcheinander. Ne? Ich finde das richtig gut. Und was sagt das Publikum? War das okay? Und was sagt das Publikum? Sollen wir das nächstes Jahr nochmal machen?